Onze Geschichte schildert die Pilgerreise von ein Port von plottische Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Ditmal will wir erst wat sagen, wo die Mennoniten ihr Privilegium-Dokument ungefähr lüden dat auf Plattdeutsch. Und dann ein Bild von der ersten Delegation ihrer Terugreise nach Kanada. Und dann von wo weitere Koloniedelegationen aus Kanada und Mexiko noch passende Siedlungsländer siegen. Das Privilegium-Dokument, was die mexikanische Regierung den Mennoniten 1921 gegeben hat, lautet auf Plattdeutsch ungefähr so. Die Überschrift ist Spanisch. Presidencia de la República México Distrito Federal. Und dann an die Vertreter von der Oldkolonie Rheinländer Mennonitengemeinde, Julius Leiven, Johann Lepke, Vorsteher Benjamin Gürtzen und Mitglieder Cornelius Rampel, Klaas Heide und David Rampel. Als Antwort zu jener Bittschrift am 29. Januar, wo je jenen Wunsch uittrekken en ans Land komen te derven, je hier in unserem Land als former Kolonisten anzusiedeln, habe ich die Ehr, jene konkrete Fragen so zu beantworten, als hier nu folgt. 1. Je worden nicht verpflichtet sein, am Militär zu dienen. 2. Unter keine Umstände wo je schweren Brocken. 3. Je worden dort volle Recht haben, jene religiöse Prinzipien und Kirchenregeln zu praktizieren, ohne irgendwo beschränkt oder belastet zu werden von uns. 4. Je worden vollständig autorisiert blieben, jene eigene Schulen zu haben, mit jene eigene Schullehrer, ohne dass die Regierung je auf irgendeinen Weg daran hindern wird. 5. Unsere Gesetze im Land sind weithortig liberal und was dies Punkt anbelangt, je worden jene jeder so verwalten können, als je dort angebracht scheint, und die Regierung wird nichts zu jähen haben, wenn jene Leidenschaft freiwillig ihr eigenes ökonomisches Regiment planen und adoptieren wird. Dort ist diese Regierung ihr tiefster Wunsch, dass die Mennoniten mit den ordentlichen Elementen Moralität und Arbeitsamkeit, und wo sie sich befinden, in Mexiko kolonisieren. An sind hier die genannten Freiheiten positiv und permanent gesichert durch unsere Gesetze. Dann ist das gestampelt und unterschrieben in Mexico City am 25. Februar 1921. Und dann unterschrieben vom Präsident Álvaro Obregón und vom Ackerbauminister A.I. Villarreal. Als die Delegaten das Privilegium gekriegt haben, dann stehen sie Sonntag am 6. März in der Stadt Durango so bei Viertel über 9 morgens am Suchen und fahren ein Haus abtau. 7:30 abends sind sie bei Torreon und 1:30 Nacht fahren sie von dort auf nach El Paso, abtau. Sie kommen am 8. März Klock 12 ab Mittag in El Paso, Texas an. Sie eten dort Mittag und sagen sich dabei, das Eten schmeckt hier doch besser als in Mexiko. Sie haben so bei Klock 6 abends auf die Grenze in El Paso alles geregelt und spoten sich als sehr, dass sie noch kommen wollen mit dem Zug mitzufahren, der 8:30 abends von El Paso auffahren soll, im Norden hinein. Sie kommen auch nach Rot rein. Sie stehen in Nahen und sagen, nu geht es endlich wieder zurück nach unserer Heimat, wo unsere liebe Familien sind. Und nu erst ein Bild von was in Manitoba passiert. In Manitoba waren
gerade in dieser Zeit, immer noch mehr Vorders für gerecht getrokken, weil sie ihre Schulkinder nicht in der Regierung ihre Public-Schulen schicken. An einem Tag war da eine Gruppe Vorders verkommen, wo auch Peter Friesen mang ist. Der Rechter verlangt war da von jeder einem von diesen Vorders, auch von Peter Friesen, dass sie eine gewisse Summe Strafgeld holen sollen für ihren Ungehorsam dem Schuldwangsgesetz gegenüber. Aber alle Vorders sagen, sie rechnen nicht zu betalen. Und dann verurteilte Richter de Mana alle zu einer Gefängnisstrafe. Er lässt für einen Monat in Winnipeg in Gefängnis stoppen, auch Peter Friesen. Am 12. März kam die erste nach Mexiko geschickte Delegation TUS in Manitoba mit guten Berichten an. Als diese erste Delegation zurückgekommen ist von Mexiko, dann wird in Rheinland, Manitoba, vorzuweiter eine Bruderschaft geholt. Das erste wird den Brüdern durchgesagt, dass die mexikanische Regierung den Mennoniten ihre gewünschte Freiheiten schriftlich gegeben hat und dort am Staat Durango viel gutes Siedlungsland zu kaufen ist. Und dann wird beschlossen, dass vorzuweiter eine Delegation nach Mexiko geschickt worden soll, in Durango gewisse Flecken Land noch einmal zu untersuchen und auch noch nie angebotene Ländereien dort zu besehen. Und dann wird beschlossen, dass sie in Durango, wo die erste Delegation also ein Bett einen Landhandel angeknappt hat, diesen Handel wieder anleiten sollen. Auf Swift-Current in Hague, Saskatchewan auch an dieser Bruderschaft in Rheinland, Manitoba beteiligt werden, oder auch vielleicht auf alle 3 Städten eine separate Bruderschaft aufgeholt worden ist, das kann ich nicht ganz klar rausfinden in den verschiedenen Schriften. Weil es einige Brüder dort so verstanden, als wenn das Privilegiumdokument vielleicht bloß mit dem mexikanischen Präsident und seinem AKB-Minister aufgemerkt worden wäre und vielleicht nicht von seinem Kongress gut geheißen worden wäre, wird ab der Bruderschaft beschlossen, dass diese zweite Delegation dort untersuchen soll, wann sie bei Mexico City kommen wollen. Diese zweite Gruppe delegierte Mana vorn am 5. April 1921 auf nach Mexiko. Für die Swift-Current-Gemeinde fuhren David Rempel und Franz Bergen, für die Hague-Gemeinde fuhren Johann Peiwahl und Vorsteher Benjamin Gürzen, und für die Manitoba-Gemeinde Peter Harms, Klaas Heide, Cornelius Rempel, Johann Weirempel und Vorsteher Franz Freis. Die Delegaten nehmen auch der Ehrenbüro J.F. Wieb von Herbert, Saskatchewan mit. Diese Delegation kommt am 9. Mai wieder zurück von Mexiko. Die Delegaten sind in Mexico City gewesen, haben mit Regierungsmännern geredet über das Privilegiumdokument und die Beamten haben an versichert, dass der Präsident keine wichtigen Dokumente unterschrift, ohne dass sein Kongress dort gut gehalten hat. Sie besehen in Durango noch weiter mehr Land und leiten dann den angeknappten Landhandel wieder an. Als die Delegaten TUS berichtet haben, dass sie die Versicherung gekriegt haben, dass ihr Privilegiumdokument gut und fertig ist, dann wird am 19. Mai noch weiter eine Bruderschaft geholt in Rheinland. Als die Brüder da informiert worden sind über die Delegaten ihren Erfolg in Mexiko, dann wird die folgende Entscheidung gemerkt. Die Vorsteher sollen die Gemeindeehre auf Koten, Black und McLeod von Morden, die Autorität geben, die Oldkolonie ihr Land, was sie ab der Westreserve in Manitoba haben, mit alle Gebieten taub, alle ab einmal zu verkaufen. Beschlossen wird auch, dort zum Verkaufen reite worden, soll jeder Bürger angeben, wie viel Land er mit seinen Gebieten taub verkaufen will. Und dann soll auch für jeder Bürger angeben, wie viel Ackerland er in Mexiko kaufen will.
Sie bereden dort so, dass der Vorsteher den Kontrakt mit Black & McLeod so merken sollen, dass sie bei dem 21. August Zeit haben, all ihr Land auf einmal zu verkaufen. Black & McLeod fingen auch bald einen Käufer, aber am bestimmten Tag, als sie den Handel mit ihm fertig merken wollen, dann kommt der Käufer nicht. Sie bereden mit ihm, an einen anderen Tag zu kommen, den Landhandel fertig zu merken, aber da kommt weiter wat mank. Sie geht dort atelige Mal. Zwischen mit der Eigendämer die Zeit vom 21. August angelenkt worden und auf ein leerer Preis bereit worden. Aber weiter jaft der Handel nicht. Mit der Zeit kriegen die Lied die Freiheit, jeder in het Land selbst zu verkaufen. Die 12 Korinther in der Haag gemeint verzekeren auch, all ihr Land auf einmal zu verkaufen durch ihre Agenten. Aber da wird auch nichts von. Am 10. Juni fährt die 3. Delegation auf nach Mexiko. Kriegt wer ditmal alle geschickt wird und wer nach alle auf eigenes Interesse mitfährt und kriegt, wanneer diese Delegation zurückkommt, dat kann ich zwischen die verschiedenen Schreiber ihrer Schriften alle nicht ganz klar ausmerken. Aber ditmal haben die Delegaten noch weiter versucht, in Durango mit ihrem Landhandel wiederzukommen. Sie sind sich aber scheinbar nicht einig geworden mang sich selbst oder nicht einig geblieben mang sich selbst. Die Hague Saskatchewan-Delegaten wollen in Durango ihren Landhandelskontrakt fertig anleiten. In den Manitoba und 12 Korinther-Delegaten sind noch nicht ganz ready dafür. Nur Franz Peters seine Schriften noch, dann ist am 30. Juni noch weiter eine Delegation von 12 Korinther und von Manitoba nach Mexiko gefahren. Von 12 Korinther sind ditmal David Rempel, Julius Wieb als Delegaten gefahren und dann sind Gerhard Peters, Cornelius Giesbrecht, Jakob Klassen und Franz Bahnmann auf eigene Kosten und für eigenes Interesse auch mitgefahren. Aber Franz Peters sagt weiter nicht, wer die Manitoba-Delegaten ditmal sind. Diese Delegation hat noch weiter dort Land am Guatemala-Toll in Durango beseinen und dann, als sie alle tot El Paso, Texas auf ihrem Trägweg sind, dann kommen J.F. Wieb und ein C.W. Newman und sagen an, im Stadt Chihuahua ist viel sehr gutes Land zu kaufen von einer Zuluaga-Familie, die dort sehr viel Land hat. Die haben dort 750.000 Hektar Land und sie wollen viel davon verkaufen. Die Delegaten und die anderen Brüder, die mit Antop in El Paso, Texas sind, holen durchwind eine Karte Beratung. Gerhard Peters, Jakob Klassen und Franz Bahnmann waren sich einig, trägen Hüs zu fahren, weil sie glauben, Tüs reit worden Tomaten zum Eifst. Und die Delegaten in Cornelius Giesbrecht fahren mit J.F. Wieb taub, trägen nach Chihuahua und beseinen die Zuluaga-Familie ihr Land am großen Bustillos-Zoll in Chihuahua. All diese Männer gefällt das Land an dem großen Bustillos-Zoll viel besser als das Land, was sie in Durango beseinen haben. Am 9. August kommen die Manitoba und 12 Korinther Saskatchewan-Delegaten und auch Cornelius Giesbrecht war er trägt nach Hus. Als diese Delegation gekommen ist, und Tüs alle sehr begeistert davon vertalen, was für feines Land sie in Chihuahua beseinen haben, dann wird bis 12 Korinther Furzwader eine Bruderschaft geholen. Johann Friesen und Jakob Giesbrecht von Manitoba und Jakob Wiens von Haag kommen auch zu dieser Bruderschaft bis 12 Korinther. Die Delegaten berichten dort an das Land in Chihuahua viel besser gefällt, als dort, was sie in Durango nu al mehrere Mal beseinen haben. Sie sagen, auf diesem Land war es viel mehr Gras und da sind auch ein bisschen mehr, und da soll auch ein bisschen mehr Regenfall sein. Die Zuluagas haben da sehr viel Vieh
op ihrem Land gehad, aber Pancho Villa und seine Revolutionssoldaten haben an sehr viel Fei wahrgenommen über die letzten 10 Jahren. Ab diese Bruderschaft wird beschlossen, dort kurz noch weiter eine Delegation von Swift Current Saskatchewan und von Manitoba nach Chihuahua fahren soll, das Land in Chihuahua noch einmal gut zu untersuchen. Und dann, wenn das geht, stellen sie kurz den Landhandel anleiten. Dann viele Leute waren al sehr ungeduldig darüber, dass es so lang dauern muss, bis sie uitwandern können. Wils op beide Städten, in Manitoba und in Saskatchewan, waren die Rechte noch immer strenger mit den Voders, die ihre Kinder nicht an die Public-Schulen schicken wollen. Die Hague-Delegaten haben sich scheinbar all zu fast gemerkt mit dem Landhandel im Guatemala-Toll in Durango. Sie nehmen all nicht teil an Landuntersuchungen in Chihuahua. Am 15. August fuhren die Swift Current-Delegaten Cornelius Gisbrecht und Julius Wieb, Bad Manitoba, und fuhren dann mit den Manitoba-Delegaten tot nach Chihuahua, Mexiko. Franz Peters sagt weiter nicht, wer die Manitoba-Delegaten sind. Aber diese Delegation untersucht das Land am Bustillos Toll noch einmal gut, und dann gefällt das alle sehr, sehr gut. Aber sie können keinen Handel anleiten, weil es gerade eine Verstorbung an der Zuluaga-Familie gewesen ist. Die Swift Current-Delegaten kommen zurück, nur Franz Peters ihnen schrieben, aber die Manitoba-Delegaten sind scheinbar noch durchgeblieben und haben doch noch einen Landhandel anleiten durch ihre Aufquoten in El Paso, Texas. Und dann, ganz anfangs September, wurden Vorsteher Franz Freis und Waisenvorsteher Peter Neufeld von Manitoba nach El Paso, Texas angeschickt, dort mit der Oldkolonie ihre Aufquoten Newman und Madero Top den Landhandel mit den Zuluagas offiziell fertig zu machen. Unsere Zeit rannt weiter auf. Nächstes Mal sei wir erst, wo die Oldkolonie ihr aufgeschlossener Landhandelskontrakt mit der Zuluaga-Familie Kartjefort lüden lädt. Und dann vertellen wir weiter mehr von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern ihrem Reitmerken zum Uitwandern. Und dann fangen wir an zu vertellen von der Uitwanderung von Kanada nach Chihuahua, New Mexico. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.